Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich für eine weitere Emission von Television Stesel. Das Frühjahr. An den Sommer steht für unter dir. An einen ersten Beitrag, den es organisiert ging von der Umweltkommission der Gemeinde Stesel zusammen mit der Gemeinde Lorenzweiler. Ein Filmabend. Ein Filmabend über Eis Erd. Die Umweltkommission zusammen mit der Gemeinde von Stesel an Lorenzweiler hatten op ein Filmabend invitiert am Kader vom Klimawandel. Eng Erd, so der Name vom Film, den eis alle Guten etwas ugeht. Gouf engem interessierten Publikum projiziert, für zu sensibilisieren, für einen besseren Umgang mit unseren Ressourcen. Gemeinde Stesel hat den Ferner Marchetti als Bürgermeister mich gefragt, Bewertung nicht zu bilden, also nicht zu richten. Ich bin natürlich auch begräßlich vertischt. Kollegin aus dem Lorenzweiler Schäferrot, weil ich erinnere mich daran, dass wir dazu die zwei Gemeinde dazu zusammen machen. Und das ist immer flott, wenn man zusammen kann schaffen, besonders wenn sie noch gut verdreht, das war noch mehr geherbel. Auf jeden Fall sind sie auch schrecklich froh, sie mir alle gut, schrecklich froh, dass da alle guten Haut da sind, weil das echt wie schlimm ist, wir zu organisieren und das Kind am Saal. Haut sind da am Funk auch relativ viel am Saal, weil den Nori Schneider hat gemerkt, ich weiß nicht, wie viele da kommen. Ich meine, wir sind alle gut froh, dass so viel da ist. Und dann hat nach meiner Zeit, Redezeit schon darüber, weil man hat gesagt, das geht in den Film nicht, um Eis zu reden. Ich gehe auch dann, ich alle Gäste herzlich begrüßen am Namen von der Gemeinde Lorenzweiler. Und ich unterstreiche noch ein Kehr, wie gut die zwei Gemeinden immer zusammen schaffen, nicht nur Haut, aber schon seit langem, und das war noch immer so. Und ich denke auch, dass es in Zukunft noch so wird sein, nach dem neuen Bürgermeister Ferner Marchetti geht auch die Zusammenarbeit wahrscheinlich gut führen. Ich bin noch froh, dass so viele Leute kommen sind. Der Nori hat mal gesagt, wir hatten einen Rekorder alle Gäste gebracht, mit den Ausschreibungen. Und das ist ganz flott. Und ich bin froh, dass ich für das Thema interessiert. Das ist ja ein wichtiges Thema. Und dann, wenn wir alle Gäste zusammen schaffen, da kriegen wir auch da vielleicht flotte Resultate. Und ich erinnere mich, wir hatten noch 2017 hatten wir zu Lorenzweiler den Film «De Main». Da hat man den Saal auch strubbelvoll. Und damals waren die 5 Gemeinden, die zusammen geschafft haben. Und das ist immer gut, wenn Gemeinden an diesem Thema, was die Ökologie und die Umwelt angeht, zusammen schaffen. Nicht nur da, selbstverständlich, aber auch hauptsächlich. Dafür bin ich froh, dass wir das heute zusammen machen können. Am Sondergemeinde Stesel ein herzliches Merci dafür, dass wir dürfen uns hier dranhängen an den flotten Saal hier, Kultursaal, auf den ich ein bisschen neidisch bin, dürfen profitieren. Man muss ja nicht allgemein alles tun, kann sich ja die schönen Sachen teilen und da geht das doch flott zusammen. Ich wünsche euch alle einen flotten Film und einen guten Abend zusammen, dass wir auch noch eine flotte Diskussion haben. Und bis dann. Nori Schneider, ich werde dich nur im Film ein bisschen durch eine Diskussion leiten, die erst das mal austauschen. Den zwei Gemeinden ein ganz großes Merci. Ich bin auch beeindruckt, wenn ich entgegenkommen, weil es wirklich aktiv ist. Wir sind seit ein paar Monaten mit dem Film auf Tournee durch das Land. Und wie Margie gerade sagte, die hat einen Rekord gebracht. Bei Covid-Zeiten sind die Leute ja teilweise noch mehr vorsichtig und sind ganz froh, dass der all da sieht. Das heißt, nur im Film, wenn der Lust hat, bleibt noch ein bisschen, dann tauchen wir ein bisschen an Thema an, unter den Klimaarbeit an den zwei Gemeinden. Und da gibt es auch die Möglichkeit, die eine oder die andere Wortmeldung zu machen. Kreativität neue Wege ausprobieren. No langer Zeit wäret an Menke so weit, dat mi Peras konrem invitieren an den Centre Norbert Melcher. Hai eisen Reportage. All Joas Toastren invitiert Ami Peras Stesel op je Generalversammlung mat uschlesend engem guten Essen. An e pur gemidtlicher Stunden zu summen. Ja, wir sind froh, dass wir endlich etwas los. Es schon am September angefangen mit Paul de Werten, und wir hatten aber auch schon Christtagsfeier. Und die Leute kommen gerne, weil tun sich schon länger 60 gemeldet. Das sind da ganz viele.
für als Verein. Hoffen wir, dass das alles gut ausgeht, wann es abstimmen müssen, soll eng Mask und wird schon klappen. Froh, dass so viele Leute kommen sind auf die Generalversammlung von der AWPeras kombiniert, das ist ganz besonders mit der Osterfeier. Wir hatten das 2 Jahre lang nicht, wegen der Pandemie. Und ich bin sicher, dass wir in Zukunft noch mehr an ruhige Gewässer kommen, dass die ganzen Aktivitäten von der AWPeras sich normalisieren, dass wir ein normales Programm durchführen, am Ende vom 3. respektive vom 4. Alter. Ich will auch gerade für die Leute merci zu tun, die sich um Punkt Werte bekümmern, die Leute noch zusammenhalten, die Solidarität pflegen und die noch eine flotte Unterstützung gestalten. Allen Leuten, die unter AWPeras sind, auch das sind, wünsche ich selbstverständlich einen schönen Ostertag und bei größer Frieden und dass in Zukunft immer nach Bayern kommen, dass wir zusammen können am Sinn vom 3. Alter schaffen und in eine flotte Freizeitgestaltung helfen, garantieren und dazu beide drohen, für die so gut wie möglich gestalten. Spengen zusammen sind wir stärker. Zusammen sollen wir in Zukunft gehen für als Kanner und als Enkelkanner. Es ist auch ganz leid und ich bin noch schockiert über das, was in der Ukraine geschieht. Und in Spengen heißt es auch Leute, die vielleicht am Krieg geboren sind oder direkt nach dem Krieg, aber wo die Eltern ihnen noch erzählt haben, wie der Krieg war. Und dafür fand ich, dass wir als dritte und vierte Generation eine enorme Pflicht haben. Dass wir sollen Mauern aufbauen und wir sollen Brücken bauen. Und das soll am Anfang als Aufgabe sein, zusammen. Zusammen sollen wir das machen für die Zukunft von unserem Land und auch für die Zukunft von Europa. Ich wünsche der Sektion, an die geehrt sind, all das Allerbeste, dass sie nach lang an der AWPeras kommen, an ich am Komitee. Vielmals merci für Ihren Einsatz. Die Leute, die am Bayer schaffen, wie die Guy an der Fondation, und auch Lilian Kolleg, denen will ich auch merci sagen. Es gibt oft halt vergessen, dass die kleine Merci die Leute auch friedlich. Und dafür gebe ich so, steht zusammen an der AWPeras, eine von den schönsten Organisationen in unserem Land, wie die AWPeras steht. Auch den Fischerverein La Perche hat sich gefreut, für den offiziellen gebackenen Fisch auf Karfreitagem bei der Norbert Melcherhalle zu verkaufen. Endlich wären soweit. Auch dieses Jahr konnten Stesler Fischerverein La Perche für den Ostern sein jährlichen Fischverkauf beim Centre de Loisirs zu Stesel aufhalten. Das vielleicht ein bisschen anders, wenn Leute nicht so richtig trauen, aber geht auch schon besser.
Ich so nicht alle Gören lo. Vielmals merci diese Jugendmeldte Verissen zu kommen. Die hauteren Saal voll 200 Leute geschissen. Das heißt traditionelle Fischer freides Fischbacken. Aber wir sind froh, dass wir drin dürfen machen. Und ich hoffe, dass es so viel geht, weil wir brauchen alle gute Sohn an der Kiste. Den schrecklichen Krieg an der Ukraine als wohl ein Thema, weil es alle Guten beschäftigt. Auch Stesel als nicht untätig blieben. An dem Moment haben wir bei uns 53 ukrainische Flüchtlinge verdeelt op 15 Familien leben an eiser Gemeng. Gemeng Stesel hat den Flotten Ofend e Willkommenofend ervitiert, wo die neue Matbewohner von eiser Gemeng herzlich begrüßt gesinn. Den Ofend organisieren wir ja die Willkommensfeier für als ukrainisch Gäste, die zwar ungewollt bei uns kommen sind, die Opfer sind von einem barbarischen Krieg. Und wir wollten sie den invitieren, wir ihnen heute Stesel Bonjour zu sagen, wir sie zu empfangen, am Namen vom Gemeinderat und am Namen von der Ausländerkommission. Und wir wollen ihnen dann auch sagen, dass wir auf ihrer Seite stehen, dass wir ihre Courage bewundern, mit weiteren Mitteln, dass sie das Land, die Demokratie und die Freiheit verteidigen. Das Löwenswert, Lützeburg wird sie auch dafür finanziell und materiell unterstützen. Und wir weisen Ihnen den Abend Stesel auch an einem kleinen Film. Und als Kado kriegen Familien, denen wir vielmals merci sagen, diese hier abgeholt, ein kleinen Korb mit Lützeburger Produkten. Und die Produkte, die werden wir dann nur der Soiree auch nachher können während ein paar Minuten oder eine kleine Stunde genießen. Und sie können sich dann auch Populationsbüro, Büro vom Office Sozial und Büro vom Schulservice können nach vorstellen, wenn sie die haben. Und wir wollen etwas, dass sie heute Stesel sich willkommen finden. Avant de voir le film et de nous retrouver au Préau pour passer quelques moments conviviaux ensemble, je passe la parole à Madame la Présidente de la Commission d'intégration. Але перед тим, як ми побачимо фільм, передає слово Марії. Am Namen von der Integrationskommission begrüßen wir euch und drücken euch als herzlich Mattgefühl aus. Wir alle bedauern zutiefst die barbarische Invasion und das mutwillige Zerstören von ihrer Heimat. Wir hoffen, dass Diplomatie so sehr wie möglich hier Frieden dreht und es fertig bringt, diesen Krieg auf den Ende zu bringen. Wie als Bürgermeister schon gesagt hat, ist die Steseler Population international. Das ist eine multikulturelle Gesellschaft und das sehen wir als eine Bereicherung. Die Integrationskommission setzt sich an für ein harmonisches Miteinander, für Integration von allen Bürgern. Hello and welcome to Steinsel. Steinsel is divided into 3 villages: Steinsel, Heisdorf and Müllendorf. Together there are 5,541 inhabitants from around the world. Here is the community center where important people gather around to discuss and take decisions for the future of Steinsel. Just across the street is a small shopping center and a bakery. Here you can see the school campus, with 3 buildings, a sports center, playgrounds and a culture house.
Steinsel has also a medical center, and Millendorf has a pharmacy. Between the medical center and the pharmacy, you can find the home of the football club FC Alisontia Steinsel. There is also a youth center where young people can participate in activities during their leisure time. Steinsel also has a beautiful forest where you can find the home of the Scouts and the famous apple orchard. You can find many playgrounds around small villages. There's also another school campus in Heisdorf with a newly built playground. And here you can see the public swimming pool called Pedal. Here are some traditional festivities that will take place yearly in Steinsel. The National Day, May Day, Village Festival, and the Apple Festival. We hope you are feeling welcome in our community. Thank you for watching. I can't find you anyway. Oh, Dat war als Missionioun mat der Nummer 327. A mir gesinn als an gut 3 Wochen en méi ëm man enger naier Emissionioun. Ech sonnech Merci fir no kucken an bleifft gesund.